Was läuft YouTube und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von mir, vom Roy, vom Footboy. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich die letzten paar Wochen ein bisschen inaktiv gewesen, über Insta, über TikTok. Die eine oder andere haben es mitbekommen, ich bin Vater geworden. Das heisst, ich gehöre jetzt offiziell zu den Gamer Daddies. Ja, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir eingegroovt sind, natürlich mit dem Kleinen, aber jetzt sind wir so langsam wieder ein bisschen mässig in den Alltag reingekommen, dass man wieder ein bisschen planen kann. Am Anfang ist natürlich viel, hat man viel flexibel sein. Aber auf FC 26 her, wo die sicher wieder reinstarten. Wir wollen auf jeden Fall wieder Content raushauen. Wir bleiben natürlich bei der Evo-Nation. Ich denke, heute haue ich noch ein kleines Update raus. Was ist der Content-Plan? Was ist unser Masterplan für FC 26? Wait. Give people what they want. Give them Zlatan. Und natürlich werden wir wieder unsere Evo-Nazi starten. Das gehört einfach ab jetzt jedes Jahr dazu. Das ist unser Grundbaustein vom ganzen Content, den wir eigentlich angefangen haben. Die Evo-Nazi, die werden wir natürlich weiterziehen. Wir werden natürlich wieder unsere Schweizer Nazi-Spieler jetzt gerade auf die WM hernehmen. Die müssen wir ein bisschen in Hype bringen. Die Jungs müssen wir ein bisschen verfolgen, was die machen. Und natürlich die Evos auf die klopfen. Natürlich jetzt mit dem Dan Doi neu mit der Nottingham-Karte. Jetzt heute gerade noch die Nachricht gekommen, Okafor zu Leeds. Da habe ich richtig Bock drauf, auch mit den Ladies, die jetzt gewechselt sind in Ligen, die im Spiel werden sein. Ich hoffe natürlich auch ein Scherdenleib ist dann neu mit im Spiel. Dann auch ein Iveli, ein Valotto, natürlich ein Böne bei City. Das heisst, wir haben auch bei den Frauen ein paar neue, die richtig auch Freude machen, die jetzt wirklich auch bei der EM richtig Bock haben gemacht, denen zuzuschauen. Also auch bei denen bin ich voll im Hype, also richtig Bock wieder Evo-Nazi zu starten, jetzt auf FC 26 her. Und als Schweizer Content Creator ist es immer ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen Support wollt, dann lasst jetzt ein Like auf dem Video, lasst ein Follow, lasst ein Abo auf dem YouTube-Channel. Dann pushen wir das Ganze ein bisschen auf. Wir müssen unsere Schweiz ein bisschen pushen. Als Schweizer Content Creator müssen wir ein bisschen pushen. Und gerade auf Schweizerdeutsch sehr schwierig heutzutage. Aber ich denke, das Evo-Nazi-Projekt ist sehr geil. Das ist aber dieses Jahr nur eins von 3 Teams, die wir aufbauen werden. Ich werde nämlich 3 Teams bauen dieses Jahr. Ich habe es letztes Jahr schon probiert. Aber es hat ein bisschen reingeschissen, weil wir keine Goalie-Evos machen konnten. Das heisst, ein Super League-Team, das ich machen wollte. Am Schluss sind wir einfach mit einem 74er Marvin Hitz dort gestanden und irgendwann schlenkt es einfach nicht mehr oder schießt einfach an, weil er halt Zeug reinlässt, die ja, hättest du vermeiden können, hättest du einen besseren Goalie dabei gehabt. Aber dieses Jahr kommen ja Goalie-Evos. Das heisst, wir gehen auf jeden Fall mit einem Evo Super League Team auf jeden Fall dieses Jahr auch rein. Aber ich sage mal gerade mit einem Marvin Kauer oder so, der sehr starke Leistungen teilweise zeigt, hat richtig Bock, auch in Evos reinzugehen. Mal schauen. Super League macht wieder ganz neue Türen auf. Auch wenn dort mal Sankovic in Form kommt oder so, dass man die Jungs eben auch brauchen kann. Sankovic ist gewechselt zu Brügge. Fuck! Und das dritte Team, das ich machen werde, ist ein First Owner Untrade Team. Also nur First Owner Untrade Karten. Weil die Trade Karten, die wir ziehen, werden wir auf jeden Fall verkaufen, dass wir immer genug Coins haben für die Evos, die wir abschließen müssen. Aber die Untrade Karten, das war letztes Jahr mega schade, weil wenn ich gute Untrade Karten gezogen habe, ist wie so, ich hatte gar keine Freude gehabt und ich gar nichts machen mit denen. Weil ich einfach ein Untrade, keine Ahnung, was ich gezogen habe, als Untrade Xavi Icon und solche Geschichten. Und ich konnte es gar nicht brauchen, weil ich ja kein Team vorgesehen habe für das. Und ich dachte, dieses Jahr machen wir ein First Owner Untrade Team. Und dann starten wir mit dem auch in die Weekend League rein. Und zwar werden wir mit diesen 3 Teams immer jeweils in der Weekend League 5 Games machen. Wer das Ganze live verfolgen, das werden wir höchstwahrscheinlich immer am Freitag oben auf Twitch live streamen. Wie gesagt, Vater geworden, ich bin ein bisschen am Planen. Ich muss das ein bisschen mit meiner Frau absprechen, wie, wenn, wo, was. Plant aktuell ist Freitag oben Weekend League. Wer das live mitverfolgen kann, das auf Twitch machen. Wir werden mit jedem Team 5 Games spielen und dann schauen wir, wo wir so herkommen. Und ja, es gibt wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Nebst dem ist geplant, dass es auch am Sonntagmorgen jeweils einen Stream gibt. Die einen oder anderen auf Twitch mit am Start sind. Es hat jetzt dort schon ab und zu so einen Podcast-Stream gegeben. Dort bin ich auf jeden Fall dran, dass wir das auch weiterführen können. Dass wir immer so am Samstagmorgen 9:10 Uhr starten. Mit einem Podcast-Livestream auf gemütlich, wenn wir mal keinen Podcast-Gast haben, dass wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Weekend League spielen oder noch Evos abschließen, was auch immer. Das heisst, planen sind 2 fixe Streams, am Freitag oben und am Sonntagmorgen. Dann ist eigentlich geplant, und ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber eigentlich sollte aus dem Stream am Freitag, wo wir mit all diesen 3 Teams Weekend League spielen, sollte eigentlich von jedem Team ein Video dann in der Folgewoche auf YouTube kommen, wo ich euch hier bei YouTube, für die jetzt nicht dabei können, sind, Freitag live on Stream oder so, ein bisschen auf dem Laufenden halten, was ist abgegangen. Mal schauen, wie das zeitlich aufgeht mit Schneiden etc. Das muss ich natürlich alles selber machen, nebst Job, Kind. Ich spiele selber noch Fußball, also Training und Match am Wochenende.
Das heisst, mein Kalender ist wirklich stacked, aber irgendwie bringe ich es aber schon her, dass es funktioniert. Deswegen, es kann sein, dass mal etwas vielleicht uncut kommt, einfach so am Anfang mal schauen. Ich muss ein bisschen schauen, wie es zeitlich aufgeht. Aber wie gesagt, 3 Teams, je 5 Games in der Weekend League. Weekend League Quali übrigens habe ich entschieden, dass ich einfach mit den Teams spiele, die gerade aktive Evos rum sind. Also, dass wir dort Evos in der Quali noch ja. Quali gibt es ja gar nicht mehr. Quali gibt es ja gar nicht, man muss sich gar nicht qualifizieren. Also Rivals, müssen wir einfach Rivals machen, für Evos abzuschließen. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf FC26. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr ins FC26 reingeht. Oder hat mich das FC25 der Nuki rausgejagt in dem Sinne, dass sie sagen, nope, bin ich nicht mehr dabei bei EAFC. Ich habe auf jeden Fall Bock. All die Neuerungen, die sie angekündigt haben, mit dem Competitive Gameplay und so, habe ich Bock drauf. Goalie-Evos, unsere Spieler, Frauen bei den neuen Teams, die neu im Game sind. Danendoi, Okafor, Yashari bei den neuen Teams, Jaka auch wieder bei einem neuen Team. Es hat ein paar Wechsel gegeben, wo ich mich sehr darauf freue, die Karte auch wieder in-game zu spielen. Jetzt mit 3 Teams gibt es noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ich habe Bock. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle spätestens am 19. September. Dann sollte ja der Release sein. Hoffentlich live auf Twitch schon am Freitag oben mit EAFC 26. Wir starten rein. Mal schauen, ob ich vorher schon ein bisschen in die Web-App gehen kann und schon ein bisschen etwas vorbereiten kann, schon das ein oder andere Pack ziehen. Auf jeden Fall bis alle spätestens am 19. September sind wir am Start. Vielen Dank für euren Support. CBK in den Chat, meine Damen und Herren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.